In dem Käfig, wo sie jetzt selber drin hockt. Hoffentlich, denkt der Philipp, hoffentlich bleibt die alte Schachtel bis an ihr Lebensende dort sitzen. Er wagt sich nicht vorzustellen, was passieren würde, wenn es ihr gelingt, wieder als Mensch dort rauszukommen. Schon von weitem hört er jetzt das Geschrei aus dem Garten. Und da sind sie alle. Eins dreht gerade einen grossen Kuchen zur Tür aus, 2 bringt Sirup, 3 einen grossen Topf Schlagrahm und die anderen hocken schon am Tisch. Der Philipp hat sich längst daran gewandt, dass die Buben keine gewöhnlichen Namen haben, sondern wie Zahlen heissen. Wie Zahlen 1 bis 7. 6 und 7 nehmen der Philipp an Hang und ziehen ihn an den Tisch, wo er in dieser lustigen Runde neben der Mascha hersitzt. In diesem Augenblick kommt aus dem Gebüsch eine grosse, schwarze Katze, sitzt neben dem Tisch und blinzelt eins nach dem anderen an von den Kindern. Fahr ab, Mimi. Du bekommst keinen Rang. Hast du gehört? Fahr ab. Hey Mascha, du bist doch sonst so freundlich mit allen Tieren. Was hat dir denn die Katze zu leid da? Frag lieber nicht. Mimi, mach, dass du wegkommst. Wo die Mascha jetzt die Katze packen will, da fängt die an zu fauchen. Die Vorderpfote wird zu einer gefährlichen Pranke mit langen, spitzigen, leicht gekrümmten rosaroten Krallen. Die bohren sich in Maschas Unterarm und hinterlassen eine blutige Spur. Die Katze faucht nochmal. Dabei zeigt sie ihre spitzigen, weissen Zähne, die bis auf die kräftigen Eckzähne klein und regelmässig sind wie Perlen. In der nächsten Sekunde rast sie wie der Blitz auf den nächsten Baum und schaut dann mit ihren leuchtend gelben Augen oben runter. Irgendetwas kommt dem Philipp an diesen Augen bekannt vor. Aber es will ihm nicht Sinn kommen, was. Du schwarzes Viech! Du gelbäugige Teufelin! Tut's fest weh? Nein, es geht. Das Biest hat mich schon manchmal gekratzt. Sie gehört meiner Tante und seit Eulalia nicht mehr da ist, so richtig, also seit Eulalia als Eule hinter dem Haus wohnt, ist es mit dieser Katze noch viel schlimmer geworden. Das hätte ich nie gedacht von dieser Katze. Die ist ja richtig gefährlich. Vergiss es, Philipp. Komm, wir gehen Aufzüge machen. Eigentlich müssten wir doch gar keine Aufgaben machen. Frau Lüthi ist ja am Montag gar nicht mehr da. Aber wir lernen doch nicht für die Frau Lüthi. Ich lerne gern. Der Philipp seufzt. So ist Mascha. Sie liebt die Schule über alles, sogar die Aufzüge. Und der Philipp muss zugeben, dass sogar das Aufzüge machen mit der Mascha nie langweilig ist. Trotzdem ist er froh, wo sie das Heft endlich zumacht. Mit den 7 Gielen spielen sie dann den ganzen Nachmittag im Garten. Die Mascha versucht allen zu lernen, wie man einen Besen reitet. Es ist nicht das erste Mal, aber geschafft hat es bis jetzt noch keinen. Erst als die Sonne langsam untergeht, sammelt Mascha die 9 Besen ein und dreht sie ins Haus.